Live Gamer, Live Gamerinnen, willkommen bei Luxplay. Mein Name ist Joanna Fuchs und ich entfeiere erschaut an einer Welt, wo Wirklichkeit und Fiktion ganz nah beieinander. Sind die Spieler wirklich gut, die mir am Laufe der Folge präsentieren? Oder machen wir Spaß mit euch? Die Antworten von der am Laufe der Folge für euch selber raus. Viel Spaß beim Gucken! Die erste Geschichte handelt von einem Space Marine, der sich Mars befindet und mit dämonischen Kräften zu dekret. Hast du wirklich so ein gutes Horrorspiel? Oder Humor ist das alles just ausgedrückt, aber wollten eigentlich just Prey weisen? Ah ja, Doom 3. Das berühmte schwarze Schaf aus der Doom-Familie. Wo 2004 rauskommt, hat noch gut Kritiken. Und noch von der Verkaufszahlen hier wurde es sich ganz gut gemäht. Aber irgendwie haben viele Leute darüber gemeckert. Also wenn ich so meine Noten durchlese, kann ich nicht verstehen, wie so... Was? Doom ohne den Doomslayer? Doom als milosen Horrorshooter? Oh, come on, das kann doch nicht funktionieren. Oder etwa doch? Wann ein so rundum Jese geht, wird Doom 3 bei den Fans gemischte Gefühle los. Et muss ihn am Jahr 2022 allerdings auch losen, wir kruten Doom 2016, an den Eternal, welcht Doom-Reihe ja mit Bravour zurück an den Spotlight tun. Dafür, mit dem Wissen, kann man gucken mal, ob Doom 3 da wirklich so schlimmer Null ist, wie verschiedene Fans es gerne behaupten. Wir starten als Space Marine an einer Station Mars, die für die Forschung genutzt wird. Wie der Slayer sieht unser Marine kein Wort und guckt auch gerade so ganz Strand wie sein Franchise-Kollege. In einer kurzen Introduktion von der Station geht wortwörtlich hell aus. Dämonen überfallen den Mars, die meisten Leute von ihnen besetzt und die Dinger spawnen einfach überall. So bleibt bei seinem Charakter kein anderer Wiel, mit flindernde Grab zu holen und allein die Schlamassel zu einem Ende zu bringen. Klingt bislo nicht wirklich ähnlich wie die anderen Dooms, oder? Die wohl größten Änderung ist, dass wie gesagt Doom 3 ein Horrorshooter ist. Dabei hat die aus Doom bekannte Waffen wie Plasmagewehre, Kettesee, Schrotflint und Co. Aber das rennt eine Figur nicht mit 200 an der Stunde durchleveln. An denen geht es meistens darum, von A nach B zu laufen und dabei Schlüsselobjekte wie Keycards zu sammeln. Ablockerungen wie Rätseln, bei denen der ein Code muss sichern, oder Passagen, wo ihr Roboter begleitet, bieten dem Spiel die nötige Aufwieslung. Und natürlich geht auch ganz viel geballert. Vom Gameplay hier sind also ziemlich klassische Kast für Singer Zucht. Mischt sing Sache aber ganz ordentlich. Wie gesagt, am recht aus. Den fetzige Soundtrack geht heute durch atmosphärisch Scheppern, Comedy, Jeizen. Aber weißt du Geier, wer den halt sonst noch so länger von Dämonen infizierter Station so hört. Die klassischen Gegner wie The Revenant, Imp oder Possessed Marine sind es alle Bord, mehr so gute neue Designs, welche besser zur Stimmung vom Spiel passen. Kann ihn halt gern hun oder nicht. Ich fand, dass da ein bisschen frische Wand am Hellbrot wird. Jedoch nicht sehr Health Packs und Rüstungsdealer, obwohl ich bei der Rüstungsdealer das Gefühl kriege, dass ihre Schutz total random ist. An ihre Lebensbalken und Rüstungsbalken führen alle Treffer mal ein Münz geheien, wen dann eigentlich so betroffen sind. Die Stimmung ist am Allgemeinen ziemlich düster gehalten und das Mensch wird wirklich. Die hat in der BFG Edition, das ist auch die Version, auf die sich mein Review bezieht,
eng Taschelut dabei oni déi der net mi weit wie nues ging gesinn. Allerdings muss immer nes oplöden, ihr das könnt benutzen, weil awer nie lang dauert. Et das awer grad die Dunkelheet, die Doom 3 sein extra Charme gëtt, weil ihr wisst méchens nie, wer sich an dem nächsten düsteren Eck verstoppt. Bah, okay, Gegner können noch han Dich spannen, weil dech per se bisse nervisch fannen, me immerhin gëtt duge Chlor gereich ugedeiht. Iwregens, an as dessen Feierversion waren net méiglech Taschelut a Waff gleichzeitig zu benutzen. Wat viele Leiit auch op den Nerv gangen ass, an ech für mein Deel si froh, dass BFG Edition dat geändert huet. D'Atmosphär vum Spiel as also schon mal gelungen, och wann ich fand, dass de Börse méi optisch Highlights hat könne verdroen. Grafisch gesinn kann et so noch haut als Blick gelossen, och wann e Chlor gesäit, dass d Spiele nie ganz frisch ass. Es sind dem Spiel ziemlich dankbar, dass ich frei am manuell speichern kann, weil ich durch die bisschen janky Steuerung vom Spielern auch vom Verhalten von den Gegner, das sind nicht gerade die clevers, auch an den Mechensrieder wie stör, gowe shop purmal gestanlockt, dann wann in eine länger Zeit nicht gespeichert wird. Ja, das kann schon ziemlich frustrierend sein. Ja, Untertitel wären auch nice gewirrscht, weil kann man mal ehrlich, obwohl Story und Komplexität von einem Happy Meal wird, so wäre ich doch froh gewirrscht, ob man es können zu lesen, was Leute brandeln. Mir persönlich wird Doom 3 schon Spaß gemacht. Und es sind natürlich gut erschreckt, von dem man mich aus dem deichteren Eckhaus angegriffen wird. Und sehr ehrlich, für mich fehlt es sich schon all Eck erkannt wie Doom un, halt just an einer Horrorversion. Und weil die anderen Deler jo viel Horrorabfluss intus hunn, so ass für mich Decision voll zu verstohlen, will seg Spielerei an dem Bereich weiterzuentwickeln. Ganz ehrlich, geht Doom 3 eng Chance. Et das lo aus dem heutige Point de vue vielleicht net migrat den oberkrasse Shit, me das eng Schein Zeitrees an Joer zu dessen Feier, falls du joch haut noch gut spiele leist. Jo, Vakanzen, Sonn, Plage und Entspannung. Was braucht man nicht alles hier dem stressischen Alltag zu entkommen? Aber wenn dann noch total stimmt, da kann der Traumvakanz ja nicht mehr am Weg stehen. An unserer nächsten Story gehen da aber Rümeren. Die Rümeren, dass es ein Hotel gibt, wo genauso gruselig ist wie bei Resident Evil 7. Ist das wirklich wahr? Existiert so ein Hotel wirklich? Oder probiere mir ich gerade, einen von der Geste zu erzählen? Shit. Where am I? Hotel Trivago? Phobias an Dinfner Hotel. Schwer auszuschwätzen. Ah, sorry, ich konnte mir die billige Gecken entgehen lassen. Ich lehne noch €1 dafür an Köst, versprach. Phobias an Dinfner Hotel ist ein First-Person-Horrorspiel vom brasilianischen Indie-Entwickler Pulsatrix Studios. Ja, ein Horrorspiel aus Brasilien, das kriegt ihr nicht alltag geliefert. Dafür kann man gucken, ob sich ein Aufenthalt lohnt, an ob Spiel méi gruselig ass wie ein Hotelszimmer nur 2 Wochen Ballermann op Mallorca. Dir seht als der Journalist Roberto Lopez am San Dinfner Hotel ukom, werdet laut ihrer Kontaktperson dem Stephanie soll spuken, an der Gegend sie Leiit verschwonnen, dafür ass dat doch de perfekten Job für sich an dem Beruf ennum zu machen. Dir kommt also voller Motivation an et geschieht mal einfach neicht. Frustriert will der ihr wäsch machen, do spiel op bemol gut bidem verregt, et kënnt eng mysteriees Sphäre raus an zack, et get dunkel, Di erwäscht an enger verfallener Version vum Hotel an Bemo si Monster, e Gasmaskemädchen a ganz viel Rätseln do. An naja, natürlich muss eure Kult involviert sinn, weil eben. Ech will mal direkt soen, dass d'Atmosphär vum Hotel top-notchers, Stimmung as schebedreckend, gereicher Musik bieten eng flott Gruselstimmung. Den Hotel ist schön detailliert, also so detailliert wie halt ein kleines Team ohne ein dicke Budget hinkriegt.
Grafik ist ganz okay, die Hut heernst du verschmiert Texturen, Mese hält sich eigentlich ganz passabel. Lo nix wird dann groß oprappen geht, mir auch nicht, was sie zum Schmelzen bringt. Sowieso an einem Horrorspiel als Grafik zweitrangig. Was möchte denn dann am Hotel außer gucken, dass ihr beim Buffet eine Tanne vom Tiramisu weggefriert kriegt? Für ganz banal auszudrücken, es spielt ihr Resident Evil 7. Das ist konkret, die könnt ihr Skate-Monster viren oder aber natürlich limitiert Munition. Waffe sind de Standard wie eng Pistole oder Schrotflint, die könnt ihr Schälmittel craften, welch natürlich auch nicht en masse am Spiel sind. Die speichert fixe Punkten, die nimmen den limitierten Inventaire an Hut dafür, Überraschung, eng Köcht würde dem Management von ihren Objekten betreibt. Rätsel sind ein Mix aus Codefallen oder Manipulation von einem Objekt, wie etwa Schalten an der richtigen Reihe vollstrecken. Aber wenn das nicht genug ist, so hat er auch einen unverwundbaren Verfolger, den ich sein Freundschaftsbuch will abzwingen. Mir ist dann wirklich alles vom Spiel just geklaut? Denn das ist alles nur geklaut. Nee. Tatsächlich schon die Entwickler Gameplay-Element gesagt, wo der Resi 7 nicht tut. Und zwar eine Kamera mit einem geringen Snapchat-Filter, wo ihr den Hotel aus einer so mal anderer Perspektive erleben lässt. So lassen sich neu an diesen zu Rätsel finden oder die schaut ihr einen neuen Weg frei. Was ich allerdings blöd fanden, ist, dass da kein abrufbar Karte hat. Zwei hängen da am Hotel, die da gucken könnt, aber die bleiben schön fest in der Mauer. Wow. Das mit den Monster-Files ist auch so eng Sache. Klar, der Roberto ist kein Über-Rambo, die Steuerung ist aber ziemlich frickelig. Die hat eine Monsterzucht am Spiel, wo der am besten an den Monderer schießt, weil sich da sein Herz befindet. Leider ist das durch die Sperre-Steuerung gar nicht mal so evident. Am Spiel schenkt sich Spaß draus zu machen, random auszuwählen, wie viel Schuss in der Lumus setzen, du mit der Randsack zu Boden geht. Apropos random. Wisst ihr, was ich richtig gern habe bei einem Spiel, wo die Steuerung hakelig ist und ich nicht mehr limitierte Ressourcen habe? Richtig. Random Monsterbegegnungen bei Plätzen, die ich schon geklärt habe. Oder Spannen, die wegen der Dunkelheit nicht mehr schwer zu treffen sind und ihr einen guten Teil vom Leben aufholen, was ihr erwischen. Oder Upgrades für besser können zu zielen, die du aber kein bemerkst. Love it. Also, und dieser Platz, Kinder ihr sagen, hey, das ist für alles halb so will. Das halt ein kleines Indie, Resi 7, Chapeau und Entwickler, bla bla bla, wo es Spaß kann haben. Aber wisst ihr was? Ich hätte dich so gerecht gehen. Wir doch nicht so kleinen Tischefall gewirrscht. Ich spielen also gemütlich, ohne an etwas Bases zu denken, gehen an den Raum, gehen raus und triggern einen Cutscene. Nice, ein Bossfight. Ja, hätte ich mich nicht mehr nicht zufrieden gefreut. Designtechnisch ist der Boss ja mal okay, ein mutante Spann, ja, floh nicht auf nichts fallen. Durch die Gruppelsteuerung ist es allerdings schon mal ein Krampf, das Dinge aus seiner Schwachstelle zu treffen. Ja, sie kann nur um Plafond krabbeln, weil sonst wäre es ja zu einfach. Alles schön und gut, wir spielen ein bisschen Katze und Maus zusammen, Spann verschwindet, ich gehe den Gang weiter. Aber was steht da? A fucking Gegner. Ne, seriös. Bon, vielleicht gehört er zum Spiel. Nee, wurde nicht. Ich bin nur gegangen, bei keinem als du noch ein Gegner abgetaucht. Und plus wird der für einfach mal 5 Pumpgun-Schuss von oben gebracht für zu frecken. Yay! Bon, okay, dann evitieren wir einfach den Teil von der Boss-Arena. Ich bin also bei Mengem, keine Ahnung wie viel Try, Hundspann gut mit der Flint beschädigt, und kein Heilmittel, aber bald kein Leben mehr. Mein Flint ist nur geladen. Spann könnt ihr mich stören. Yes! Okay, das ist aber lo. Endlich komm nicht weiter. Ich will also aufdrücken. Aber was mischt die Hauer? Glitzt sich in den Plafond und kratzt mal mein Millimeter Leben weg. Nee. Das ist zu viel. Das sprengt meine Toleranzgrenze für Bullshit. Fick dich Phobia, fick der bescheuerte Numm und fick der schlecht geklaute Gameplay. Ich sinne raus.
So, lo kommen wir zu unserer letzten Story von dieser Folge. Es handelt um ein Spiel, wo schon für langem angekündigt ist. Als spielbegeisterte Leute wissen wir, dass eine 50-50 Chance, ob es etwas geht oder nicht. Und dafür die Frage heute zu diesem Spiel. Werdet ihr etwas gehen oder gehen wir ihm komplett verarscht? Scorn. E simplen Titel an eng Entwicklungszeit von 8 Jahren. Wer das Scorn? Wéi ass Scorn? Wo spielt Scorn? Wieso ass Scorn so lange an der Entwicklung gewircht? So viel Froen hu sech an den Joren opgestaut. Dank der Geldspritz, wo den Entwickler App-Software von Microsoft kreiert wird, können endlich all die frohe beantwortet gehen. Oder? Für d'allererscht will ich aber mal klarstellen, was Scorn nicht ist. Es ist kein Story-Shooter à la Prey oder Bioshock, und es ist kein Jumpscare, a Boogly 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 Boo Horrorspiel, wie ein auf Steam no geschmass kriegt, bis in eine Gehirnerschütterung kriegt. Oh God! Vom Gameplay hier ist Scorn a First-Person-Puzzle-Adventure mit Shooter-Mechaniken. Es geht also primär darum, sich an der Umgebung umzugucken, Rätseln à la Schiebepuzzles oder bring Objet A bei Platz B zu lesen. Bis auf eng zu Ausnahmen sind Rätsel mit ein bisschen Überlegung auch kein allzu grosses Problem. Bei Wunsch einen Hinweis kriegen, hat der ganze Sache aber vielleicht gut getan. Dir seht auch kein krass super Alien-Fisch, mir die seht, ja, was seht ihr eigentlich? Als humanoid Wesen a Welt der plakisch an enger friemer Welt, a wüs gar net, wo der hin musst oder wat eigentlich eher Ziel ist. Sie da Bewohner? Sie da ein Tourist? Sie da Prisonnier? Scorn lässt ihr sto interpretieren. Den Design, der jo ganz offensichtlich vom Künstler Hans-Rudi Giger a vom Regisseur David Cronenberg inspiriert gouf, seg bedrohlech Soundkulisse, die Roh. Scorn entfährt ihr an eng Friemwelt, der hier ege Regle huet. Lues duche Korridor huschen, op der Sicht nächste Rätsel, an dabei just Klang ze heieren, an Schmatze vum Bodem oder andere Kreaturen. Der do ass Bodyhorror vom Feinsten. Here we are, Cronenberg Morty. A reality where everyone in the world got genetically Cronenberged. We'll fit right in, Cronenberg Morty. It'll be like we never even left Cronenberg World. Ech net gut fand, dass die Einzelarealer vom Spiel net so groß sind, weil en sech daheimst du kann verlaufen an Spiel offreiert ihr kein Map, kein Markers, gar nicht. So kann der Frust a Grenze gehale gehen, auch wann e pur méi offensichtlich Anhaltspunkter schee gewircht wären. Löwenswert ass allerdings das Spiel op iwwerflüssig Anzeige verzicht an so eng Cinematic Experience ass. Ech muss d'Entwickler och löwen, dat se sich getraut hun, déi sexuell Theme vum Giga an hier Spiel ranzubringen, an des net irgendwéi zenséieren méi gekonnt an hier Spielwelt abbauen. Leider huet Scorn net bei engem Element net wirklich kritiver zegen, anzwer sei Shooting-Aspekt. Gegner sio wie auch der Rest vun der Welt schei grotesk a surreal designt, an noch die Waff, déi en an den graffe 6 Stunden ze gesieg krit, gesinn organisch an eklig aus méi. Mëcht dat kee Spaß. Die Kombinatioun aus limitiertem Liewen an Munition, Gegner die viel Schwert man, an och de Fett, dats den net grad de flängste sit. Ech schon ganz eierle Schläwer been an de Grab geholl an den Hit kasséiert wie mir dat unzedoen. Perélech hätte je do besser fand, wat Munition ging loes regenerieren, well so wäret eventuell noch een spannend Kasermauspiel mat de Gegner. Me bon. E freit Speichre wie och gut gewircht, weil so kennen sich eventuell ungünstig Checkpoints spuren. Alles an engem sind ich aber zufrieden mit dem surrealen Albtraum, den man do krit hun. Für Game Pass Besitzer an Alien/Giga-Fans, die Apps mit Rätsel können aufhängen, erst spielen must.
Ich kann aber auch verstehen, dass nicht Game Pass Besitzer nicht unbedingt 40 € für die Digitalversion will leihen lassen. Ich denke, dass das Spiel nicht unbedingt die beste Replay-Value wird. Bei einem Sale oder einer physischer Version, da ging ich mal über den Trip an die fremde Welt allerdings nicht entgehen lassen. Besser wie Alien Covenant als es allemal. Also gemeinsamen Abend neigt sich zu Lösungen anzu. Dafür geht es Lohn der Zeit, als 3 Geschichten auf ihre Wahrheitsgehalt zu testen. Wie war das? Du als Horrorspiel, kann das wirklich funktionieren? Wenn er das geglebt hat, dann hat er das recht gemacht. Doom 3 ist tatsächlich ein gelungener Horror-Shooter, der just vielleicht ein bisschen am Alter kommt. Dann hatten wir ja die Geschichte mit dem Hotel, wo anscheinend genauso gute Cash soll bieten wie Resident Evil. Die meint das Geschichte war, da muss man leider enttäuschen, alles frei erfunden. Zu guter Letzt haben wir noch Scorn, den Science-Fiction-Horror-Walking-Simulator mit Rätseln, wo sich durch eine ganz lange Entwicklungsperiode müssen durchschleimen. Als das Spiel wirklich etwas Skin. Dann werde ich überraschen. Das nämlich weder gesieht, was nicht alles gut, was falsch klingt. Oder alles falsch, was gut klingt. Erweitert dafür ihren Horizont. Bleibt vierwitzig. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Ehren Jonathan und auch Frank genannt. Was ist immer schön mit Getränk so. So, ja, du hast die Schleige los. Wenn ich vergiss. Kommt mal einer. Lebt Kamera etwa noch?